Ja, Gott sorgt für uns. Heute haben wir das Thema klug mit Geld. Das ist auch ein Thema, wo es um Sorgen geht, dass Gott für uns sorgt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an dieses Thema denkst, Gott im Zusammenhang mit Geld. Kommst du dann gerne zum Gottesdienst oder hast du gedacht, ja, mal schauen, was da heute herauskommt zu diesem Thema? Es ist ein Thema, Finanzen, Geld, unser Portemonnaie. Das kommt in der Bibel sehr häufig vor. Wie gehen wir mit unserem Besitz um? Was bedeutet geben? Was sagt Gott dazu? Es gibt ganz viele Bibelstellen und es gibt verschiedene Prinzipien, die uns in der Bibel gezeigt werden. Und mein Wunsch ist, dass wir heute Morgen etwas mehr davon lernen, wie Gott sich das Ganze mit dem Geld gedacht hat, weil wir sind geprägt von dem, was die Welt uns sagt, wie das mit dem Geld gedacht ist. Und das ist ganz anders als das, was Gott sagt. Immer wieder geht es in der Bibel um Umdenken, um sein Denken zu erneuern. Und das ist mein Wunsch, dass wir heute unser Denken so eigentlich schärfen. Was ist ein Reich Gottes Denken im Gegensatz, was ist ein weltliches Denken, sage ich jetzt mal. Ich habe dazu gleich am Anfang eine Bibelstelle. Das heißt im 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 18, den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Also das wurde in Timotheus gesagt, schärfe das den Leuten ein, die an Jesus glauben. Und jetzt hast du vielleicht gedacht, ja super, das muss man den Reichen einschärfen, da gehöre ich, eine Bibelstelle, die ist ja gar nicht für mich, das ist immer gut, die können die anderen sich darum kümmern, das betrifft mich ja gar nicht, aber vielleicht denkst du jetzt auch gleich, stopp, es sind irgendwie alle Bibelstellen auch für mich und du fragst dich gleich, was das mit dir zu tun hat. Und ich habe da schon nämlich auch gefragt, wenn hier steht, die Reichen, ich sage das ganz bewusst, in der Schweiz müssen wir uns alle zu den Reichen zählen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Also sage es mal, für diejenigen, die arbeiten, die eine Arbeitsstelle haben, nur wenn du 1000 Franken verdienst im Monat, dann gehörst du zu den 20% reichsten Menschen auf diesem Planet. Wenn du sogar 4000 Franken verdienst, denkst du vielleicht, ich bin so arm. Aber dann gehörst du zu den 2,5% reichsten Menschen auf dem Planeten. Alle anderen sind Ärmer, die nicht dazugehören, zu diesen 2,5%. Also es ist recht krass, wenn wir ein bisschen beginnen zu überlegen, wie gut es uns geht, hier an diesem Ort, wo wir leben dürfen, was wir alles haben, wie gut für uns geschaut wird, aus finanzieller Perspektive auch. Wir sind reich. Wir gehören alle zu den Reichen. Und dann heißt es hier, wenn wir reich sind, wenn wir Besitz haben, wenn wir Reichtum haben, dann ist es so wichtig, dass wir uns nicht auf so etwas Unsicheres verlassen. Und wir merken schon hier, okay, spannend. Eigentlich wird uns ja jeder Tag genau das Gegenteil gesagt. Man muss gut schauen, dass man gut versorgt ist, dass man finanziell abgesichert ist und so weiter. Dass man sich auf etwas verlassen kann. Und hier sagt es, stopp, Reich Gottes denken, das wäre etwas ganz anderes. Vielmehr soll man auf Gott hoffen, das wäre eigentlich, dort soll unsere Sicherheit sein, dort soll man sich einhängen. Und dann kann man wirklich reich werden. Und wir merken schon jetzt, das, was für uns Menschen Reichtum ist, unser Portemonnaie, das ist für Gott kein Reichtum. Gott hat einen anderen Reichtum. Es ist spannend, diesen Reichtum zu entdecken. Und wenn wir jetzt hier merken, das ist ein Thema, das geht uns etwas an, wir zählen vielleicht zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten, auch wenn wir uns gar nicht so fühlen. Es gibt aber etwas, was für Gott noch viel wichtiger ist. Es gibt einen göttlichen Reichtum, sage ich mal. Dann merken wir, dass es nicht einfach um unser Portemonnaie geht, sondern dass es eigentlich um unser Herz geht. Dass es darum geht, wie wir Gott gegenüberstehen, was wir ihm gegenüber für Statements haben. Und deshalb ist das auch ein Teil unserer Predigtserie zum Thema Hingabe. Das Thema Hingabe, es war mir wichtig in der Vorbereitung und auch als ich mit Thomas gesprochen habe, ist uns wirklich wichtig bei diesem Thema klug mit Geld. Es geht uns nicht darum, irgendwie die Kollekte aufzufüllen, deshalb machen wir heute gar keine Kollekte, sondern es geht darum, unser Herz zu prüfen. Wie ist mein Herz? Wo hängt mein Herz fest? Setze ich meine Sicherheit aufs Geld oder habe ich es ganz bei Gott eingehängt?
Und deshalb ist auch meine Frage oder mein Wunsch heute, dass wir unser Herz prüfen können und sagen können, Gott, wenn ich mein Bereich mit den Finanzen, mit dem Geld anschaue, ist mein Herz dir zugewandt oder etwas anderem. Und dafür möchte ich auch beten, jetzt am Anfang von der Predigt, dass wir unser Herz für Jesus auftun können. Ja, danke Jesus, dass wir uns heute mit einem Thema beschäftigen können. Einige lieben das und andere nicht so. Aber wir wollen uns heute vor allem mit dir auch beschäftigen und wollen unser Herz, Jesus, für dich aufmachen und für das, was du reden willst. Und du bist ein Gott, du sehnst dich nicht nach unserem Portemonnaie, sondern nach unserem Herzen. Und deshalb möchten wir unsere Herzen heute dir zuwenden. Amen. Im Zusammenhang mit Hingabe habe ich immer wieder diesen Weg auch euch mitgebracht, diesen Jüngerschaftsweg ein Stück weit. Alle kommen wir immer wieder im Leben an diesen Punkt, wo wir vor so einer Entscheidung stehen, wo geht unser Weg hin? Will ich meinen eigenen Weg gehen oder will ich mich Jesus hinwenden, zu ihm bekehren und sagen, ich will einen Weg mit Jesus gehen? Und dann beginnt so ein Weg, wo wir unterwegs sind, ein Lebensweg. Ich habe Ja zu Jesus als Retter und gehe dann durchs Leben hindurch auf vielen kleinen Schritten. Und auf diesen Schritten gibt es so verschiedene Abschnitte, wo ich immer wieder bewusst sage, ja Jesus, du bist der Herr von meinem Leben. Und ja Jesus, du darfst mich senden dorthin, wo du mich senden willst. Vielleicht gelingt dir das manchmal super gut. Vielleicht findest du es manchmal herausfordernd. Ich merke, dass auf diesem Weg, wo wir unterwegs sind, dass es gut ist, wenn wir immer wieder neu ein Ja haben für Jesus als Herr von allen Lebensbereichen und Ja haben, dass wir dorthin gehen, wo Jesus uns hinsenden will. Und wenn wir sagen, ja, Jesus darf unser Herr sein und er darf auch in unser Leben hineinreden. Wir wollen uns nach ihm ausrichten. Dann haben wir hier in dieser Serie 4 so wie Bereiche. Das erste war, wir haben gesagt, ja, Jesus darf der Herr sein unserer Zeit, weil er hat so einen guten Zeitplan für uns. Ja, Jesus darf der Herr sein zu unserem Körper, das war das zweite Thema. Er hat so einen guten Plan für das, was er uns mit unserem Körper geschenkt hat, mit unserem Sein. Heute, diese Goldbarren, ja, Jesus darf Herr sein über meinen Besitz. Ich glaube, das fällt uns heute hier in unserer Gesellschaft gar nicht so einfach. Und dann gibt es am nächsten Sonntag noch das vierte Thema, Jesus, ja, Herr, zu meinem Haus, zu meiner Familie, zu dort, wo ich wohne, ich und mein Haus. Und das ist der Wunsch, den Jesus hat, dass wir unser Herz ihm ganz hingeben. Im Lukas 10, 27 geht es darum, was ist das Wichtigste eigentlich für Jesus? Und es wird da klar, es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen auch. Also wenn wir darüber reden und sagen, ja, Jesus darf mein Herr sein, es geht nicht um etwas Sklavisches, sondern es geht darum, mein Herz Jesus hinzugeben und zu sagen, Jesus, ich will mit ganzer Hingabe dich lieben und alles, was ich habe, gehört dir, darfst du der Herr davon sein. Will ich nach dir ausrichten, will so denken, wie es dir ist. Und jetzt reden wir über das Thema Geld heute. Und wir merken, das ist für Jesus ein Thema, wo es wirklich so ums Herz geht. Es geht Jesus nicht um unser Portemonnaie, sondern es geht um unser Herz. Jesus sagt das sehr direkt in Matthäus 6, Verse 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird dein Herz sein. Wir merken, es ist für Gott ein Thema des Herzens. Es geht darum, wo ist unser Herz? Das ist das Entscheidende bei diesem Thema. Es gibt tausende Bibelstellen, wo es um Finanzen, um Geld und Geben geht, um Großzügigkeit geht, weil es gibt auch 1000 Gründe in unserem Leben, wo wir unser Herz an Besitz und an die Finanzen hängen. Und wenn wir weiterlesen in Matthäus 6, das ist ganz eine spannende Stelle, wo es ums Geben und um den Besitz geht, dann lesen wir auch von Dingen, die plötzlich merken wir, erst Blumen, da kommen Blumen vor. Jesus spricht von Blumen und sagt, Gott schaut für die Blumen, dass sie aufblühen auf dem Feld. Da geht es plötzlich darum, schaut mal die Vögel an.
Gott schaut für die Vögel, dass sie zu essen haben. Und dann heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gebt euer Herz dem Reich Gottes hin. Und dann wird Gott für euch sorgen. Das ist hier der Zusammenhang. Also plötzlich wird, ich habe gesagt, unser Denken wie neu ausgerichtet. Dass wir merken, wenn wir uns Gott hingeben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir auch im Thema Geld und Besitz uns nach ihm orientieren, dann müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Dann schaut ja er für uns. Wenn ich zuerst nach ihm trachte, nach seinem Reich und mein Herz ihm hingebe, dann merke ich plötzlich, dass ich frei werde von all den Sorgen, die die ganzen Finanzen mit sich bringen. Heute reden wir über das Geld. Die Bibel hat ganz viele göttliche Prinzipien im Umgang mit Geld. Und ihr habt schon gemerkt, also wenn wir heute reden über großzügig sein, über Geben, über den Zehnten will ich heute auch reden, über solche Dinge, dann geht es nicht darum, dass Gott unser Portemonnaie braucht, sondern es geht darum, Gott ähnlicher zu werden. Also das ist das Erste, ein biblisches Prinzip. Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher werden und Gott ist ein Geber. Gott hat das Wertvollste, was er hat, uns gegeben. Er hat sich selber uns gegeben, bis in den Tod hinein. Also bei diesem Thema geht es darum, Gott ähnlicher zu werden. Das Zweite, es geht darum, auch unsere Sorgen abzuladen, gerade im finanziellen Bereich. Es gibt Leute, die machen sich sicher Sorgen. Wie sieht das aus mit dem Portemonnaie? Wie kann das weitergehen? Aber es ist dieser, sag ich mal, Sorgengeist. Es ist nicht etwas, was Gott machen will oder geben will, sondern er will uns frei machen von diesen Sorgen. Vielleicht machst du dir auch Sorgen, wie die Aktienkurse verlaufen oder wie es mit den Banken weitergeht und so weiter. Also es ist nicht ein göttlicher Geist. Das Dritte, Gott will, dass wir unser Herz nicht am Irdischen aufhängen. Das Vierte, Gott will, dass wir frei werden von diesem Götzen Mammon. Manchmal braucht die Bibel das Wort Mammon. Das ist eigentlich ein Ausdruck von einem Götzen. Ein Götze ist immer etwas, dem wir mehr Beachtung schenken als Gott. Und das Fünfte, Gott wünscht sich, dass wir ihn lieben. Manchmal denken Leute, die Kirche ist hinter dem Geld von den Leuten her. Aber das ist sie nicht. Aber Gott ist hinter dem Geld her. Und zwar hinter dem ganzen Geld, das wir haben. Aber nicht, weil er das Geld will, sondern Gott ist hinter deinem Herzen her. Gott will dein Herz, dein ganzes Herz. Danach hat er Sehnsucht. Ich finde das absolut faszinierend, dass Gott, der allmächtige Schöpfer, dass ihn verlangt nach unserem Herzen, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir sagen, gut, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Das kann ich steuern, das kann ich lenken. Also es ist ein Herzensthema, wo wir heute zusammen reden. Es gibt so viele Themen in der Bibel um das Thema Geld, klug mit Geld. Und ich habe das ausgewählt, was zur Hingabe gehört. Was bedeutet es denn jetzt zu sagen, gut, Jesus darf der Herr sein von meinen Finanzen? Und das allererste, wie das Grundlegendste, was mir hier in den Sinn kommt, ich will das an einem kleinen Bild verdeutlichen. Und zwar habe ich heute Lust, ein paar Dinge einzukaufen und ich bräuchte 200 Franken. Kann mir jemand 200 Franken schenken? Nein, bar, bitte. Hat jemand 200 Franken? Ja, also gut. Schweizer Franken, oder? Danke, Wahres ist Wahres. Ha, super, ich gehe einkaufen, könnt selber weitermachen. Nein, Spaß. Wieso ist es ihm so leicht gefallen, nach vorne zu kommen, mir 200 Franken zu schenken? Weil ich habe es ihm vorher gegeben. Kein Problem, oder? Das ist ein super Bild. Das ist ein super Bild. Weil das Erste, was mir in den Sinn kommt, um auf diesem Weg auf den Berg vorwärts zu kommen, wir sind Verwalter von etwas, das gar nicht uns gehört, das Gott uns gegeben hat. Das ist die Grundeinstellung, die Gott uns mitgibt. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Ihr merkt, umdenken, was wir jeden Tag hören in der Welt. Schau drauf, was du besitzt.
Mach, dass du es gut beschützen kannst, dass es sich möglichst vermehrt, dass mehr dazukommt. Du hast es dir verdient, mach damit, was du willst. Gott hat einen ganz anderen Gedanken. Gott sagt, alles, was du hast, habe ich dir gegeben. Du bist Füdli-Blut in die Welt gekommen und genau so wirst du wieder gehen. Und alles, was hier ist, wie hast du dir es verdient? Ja, dann sagst du, ja, ich gehe arbeiten, ich bin halt klug im Hirn, meine Hände können so tolle Dinge tun. Und plötzlich merkst du, auch das ist ein Geschenk von Gott. Habe ich mir das selber gemacht? Das ist das Bild, was die Bibel hat. Wir sind Verwalter und keine Besitzer. Und plötzlich merken wir, was wir haben, gehört uns eigentlich gar nicht, aber Gott schenkt es uns, damit wir es verwalten dürfen. Ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Denken. Es gibt diese spannende Geschichte, die Jesus erzählt, ein Gleichnis. Da erzählt er von einem reichen, richtig reichen Menschen, der geht aber weit weg und vertraut alles, was er hat, irgendwelchen Verwaltern an. Er muss ein großes Vertrauen in diese gehabt haben. Und gibt denen unterschiedlich viel. Wir lesen, dass er denen wie Talenten gegeben hat, 5, 2 und 1. Ein Talent sind etwa 10.000 Denare und ein Denar ist ein Tageslohn. Also sogar derjenige, der nur ein Talent bekommen hat, hat unglaublich viel bekommen. 10.000 Tagelöhne. Könnt ihr selber rechnen, was das etwa, wie man sich das vorstellen kann, was es gibt. Aber es ist ein großer Betrag. Und hat denen sehr viel anvertraut und hat gesagt, jetzt geht los und irgendwann komme ich zurück. Und die haben dann irgendetwas damit gemacht, unterschiedlich, wie wir dann lesen. Und jetzt ist es spannend. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Bild, dass wir Verwalter sind von dem, was Gott uns gibt. Und in einer ganz ähnlichen Stelle, an einem anderen Ort, beginnt Jesus darüber zu reden, was eigentlich das Geringe ist, was wir haben und was das Wertvolle ist, was wir haben. Und diese Stelle wollen wir zusammen anschauen. Da heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Vielleicht, wenn du das liest, denkst du zuerst, gering bedeutet, wenn ich wenig Geld bekomme. Und etwas, wenn viel anvertraut ist, ist viel Geld. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern es ist etwas anderes gemeint. Gering. Alles Geld, was wir haben, gehört zum Geringen. Für Gott ist das etwas Geringes, etwas Weltliches, etwas Vergängliches. Aber er sagt, hey, ich vertraue euch geringe Dinge an. Vielleicht dir Zehntausende von Franken, vielleicht bist du Millionär. Für Gott gehört das zum Bereich des Geringen. Aber er will dir auch vieles anvertrauen. Vieles. Oder Wahrhaftiges. Also sag mal Himmlisches, Unvergängliches. Und dann sagt Jesus weiter, und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da haben wir jetzt dieses Begriff Mammon für Besitz, Finanzen, das fast zu einem Gott wird dann. Also spannend, für Gott ist unser Besitz etwas Geringes. So wie quasi, hey, ich vertraue euch etwas an. Uns hier in der Schweiz ist vielleicht sogar viel vom Geringen. Das kann ja auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Vor kurzem hat mir ein Lehrling gesagt, wie Freude er hat, dass er endlich so viel Geld hat, dem 800 Franken Lehrlingslohn. Und gleichzeitig vielleicht verdienst du 15.000 Franken im Monat und denkst, das ist sehr knapp, das ist nicht wirklich genug. Also es ist sehr unterschiedlich wird das wahrgenommen, oder unser Besitz. Aber für Gott gehört das zum Geringen. Und er sagt, hey, wenn ihr da dein Herz ist, dann kann es nicht bei Gott sein. Es ist spannend auch gerade in diesem Abschnitt, also diese Wörter, die hier hervorgehoben haben, es geht um Dienen, um Lieben, es geht um Anhängen, wo hänge ich mein Herz dran? Also es geht Jesus nicht um uns Portemonnaie, sondern es geht darum, wo ist unser Herz. Und jetzt sagt er, hey, im Geringen, seid doch im Geringen treu. Das ist wie ein Test. Kannst du das, was ich dir anvertraue, gut verwalten? Dann will ich dir das geben, was wirklich wahrhaftig ist, was dir gehören soll, und zwar in alle Ewigkeit. Mega spannend. Und dann lesen wir weiter dieses Gleichnis von diesen Leuten, die die Talente bekommen haben. Einige kennen das schon super gut auswendig, den anderen will ich empfehlen, das mal durchzulesen, schön sorgfältig Vers zu Vers. Ist im Handout auch angegeben, Matthäus 25. Da kommt der Herr zurück und da kommen diese Verwalter zum Herr und
Da geht es jetzt darum, ja, was habt ihr gemacht? Und der 5 bekommen hat, hat das eingesetzt und gut verwaltet und es sind 10 Talente draußen entstanden. Und der Herr sagt, gut gemacht. Du warst treu im Kleinen, dann kann ich dir auch viel anvertrauen. Der mit 2 hat das auch so gemacht, hat das gut verwaltet, hat gesagt, ich habe es eingesetzt, so wie du das dir gedacht hast, als Chef. Der 3. hat Angst bekommen, hat es verbuddelt und hat es dann wieder hervorgeholt und gesagt, jo, da hast du es zurück. Also man kann das auch verwalten in dem Sinn, dass man das wegsteckt, ängstlich behandelt, für sich schaut und so weiter. Und es ist dann auch recht hart, was er für ein Urteil kriegt. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also wenn ich das so lese, Matthäus 25, dann so stelle ich mir die Hölle vor. Äußerste Finsternis, kein Licht, da wird sein Weinen und Zähneknirschen. Ja, wenn wir unser Herz am Geld oder an anderen Dingen aufhängen, wenn wir es nicht Gott hingeben, wenn wir nicht Gott diesen Platz geben, dann wird da Finsternis sein. Dieser Ausdruck Verwalter, wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter. Mir hilft das unglaublich viel. Ich finde das super, eine super Gedanken, anderen Reich Gottes Gedanken. Für mich war das so eine richtige Art Game Changer. Also ich erinnere mich gut, als ich Teenie war und langsam mehr Geld auch in die Kasse kam als nur das Sackgeld, habe ich mich entschieden, ich will meinen 10. Teil Gott geben. Und habe das auch gemacht, aber es ist mir immer unglaublich schwer gefallen. Und erst als ich etwas älter war, habe ich mir plötzlich diesen Gedanken gemacht, oder ist das so wie in mein Herz gegangen, dass ja eigentlich alles, was ich habe, gar nicht mir gehört, dass es sowieso schon Gott gehört, dass ich nur Verwalter bin. Und plötzlich hat sich das unglaublich geändert. Und ich habe gedacht, boah, jetzt habe ich hier jetzt darf ich dir so ein Riesenvermögen, das in heutiger Sicht kleines Vermögen verwalten und darf schauen, ich darf Verantwortung dafür übernehmen, darf schauen, wie Gott das einsetzen will, wo das hingehen soll. Und plötzlich hat das mir richtig viel Spaß gemacht, zu schauen, das Geld, das darf ich da investieren und da hingeben fürs Reich Gottes. Also für mich hat das etwas Riesiges verändert in meinem Umgang mit dem Geld, dass ich gemerkt habe, alles, was ich habe, gehört Gott. Er ist der Besitzer, ich bin der Verwalter. Und auf dieser Grundlage gibt es weitere so Prinzipien, die sich durchziehen in der Bibel. Das erste ist, es sind 3 Prinzipien, die ich heute mit euch teilen will und sie sind in dieser Reihenfolge. Also das erste ist auch das Wichtigste. Auf dieser Grundlage drauf. Ich habe geschrieben, Erstlinge Gott weihen. In der ganzen Bibel geht es immer wieder darum, gibt es verschiedene Arten, wie wir als Menschen, die Gott unser Herz öffnen, die mit Gott unterwegs sind, die mit ihm verbunden sind, auch Gott den ersten Teil geben von dem, was er uns gibt. Im Alten Testament waren das ganz verschiedene Dinge. Im Neuen wird das auch unterschiedlich bewertet. Es gibt ein Prinzip, das sich wie durchzieht, und das ist das Prinzip des Zehnten. Jetzt denkt ihr, oh, jetzt kommen wir zum Zehnten. Wer freut sich auf diesen Abschnitt von der Predigt? Ein paar Scheue heben die Hände, vielleicht am Schluss alle, wer weiß. Ist interessant, ist ein Prinzip, das zieht sich durch die ganze Bibel durch und das ist eine Art und Weise, wie wir auch bis heute sagen können, unsere Erstlinge möchten wir Gott weihen. Den ersten Teil von allem, was Gott mir anvertraut, will ich Gott wie zurückgeben und sagen, Gott, das gehört dir ganz bewusst. Das ist der erste Teil, den ich dir gebe, nicht der letzte Teil, was einfach übrig bleibt. Dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel durch. Vielleicht sagen einige, ja, das ist ein mosaisches Gesetz, das ist ja vorbei und so weiter. Aber das erste Mal taucht das auch bei Abraham. Da war der Mose noch lange nicht hier. Und dann das zweite Mal taucht es auf bei Jakob. Da geht es auch noch eine Weile bis zu Mose. Da kommt Mose in der Wüste mit dem Volk und Gott, der Gesetze gibt. Da taucht es an ganz vielen Stellen auf. Dann lesen wir weiter bei Jesus. Jesus redet einmal mit den Pharisäern, die haben wie immer alles übertrieben und haben gesagt, ja, wir haben da so Küchenkräuter und fast Unkraut und so, sogar von dem musst du 10% wegnehmen und das keine Ahnung, was die dann damit gemacht haben. Und wie immer übertrieben die ein bisschen mit diesen Dingen. Und Jesus hat gesagt, hey Leute, das Wichtigste von allem ist doch nicht
dieser gesetzliche Umgang mit diesen Küchengewürzen, sondern viel wichtiger ist Barmherzigkeit und Gnade und diese Dinge, wie er mit den Nächsten umgeht. Und dann sagt er aber, das Wesentliche tut und das andere lasst nicht. Matthäus 23, 23. Spannend. Also das Wesentliche, die Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gnade und so weiter, das tut. Aber das andere, die Erstlinge Gott bringen, das lasst nicht sein. Und dann im Hebräer wird auch wieder gewürdigt, das, was Abraham am Anfang gemacht hat, also ein Prinzip, das sich wie durch die Bibel durchzieht. Und ich möchte euch heute wie 3 Statements mitgeben, weil der Zehnte oder diese Erstlinge Gott zu bringen, das bedeutet nicht ein Gesetz, dass man irgendwie wie eine Steuer zahlen muss oder so, sondern es geht um geistliche Prinzipien. Und wenn ich das mache, dann gebe ich damit ein Statement ab und Gott gibt ein Statement dazu und das hat Auswirkungen. Und diese 3 Statements möchte ich mit euch teilen. Ich mache das recht schnell, aber ich habe im Handout alles noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, auch mit verschiedenen Bibelstellen. Also wenn du vorhin gedacht hast, nein, ich halte sicher nicht auf, für mich ist der Zehnte kein Lieblingsthema, dann möchte ich dich ermutigen, das mal sorgfältig noch nachzulesen und zu studieren und dir deine eigenen Gedanken auch dazu zu machen. Das erste Statement, was in diesem Zehnten drin steckt, bedeutet, ich sage damit, ich will zuerst nach dem Reich Gottes trachten und wirklich zuerst. Das Erste von dem, was ich bekomme, möchte ich Gott weihen. Das ist mein Statement. Und damit sage ich aber auch, ich vertraue dir, Gott, dass du für mich sorgst. Dass nicht ich mir Sorgen mache, sondern dass ich gebe dir mein Erstes und du schaust auch für mich. Und das ist das, was Gott dazu gibt oder dazu sagt. Eine sehr bekannte Stelle, wo dieses Prinzip aufgeführt wird oder erklärt wird, Maleachi 3. Dort heißt es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also mein Statement, Gott, ich trachte zuerst nach deinem Reich und nicht nach meinem Portemonnaie. Und Gott sagt, ich will für dich schauen, ich will für dich sorgen, noch mehr als für die Blumen, die aufblühen und die Vögel, die genug zu essen haben. Das zweite Statement, das ich damit abgebe, ist, ich sage, alles, was ich habe, verdanke ich dem Herrn. Ich gebe dir meinen ersten Teil, Gott, weil ich weiß, dass alles, was ich habe, von dir kommt. Und Gott gibt etwas dazu. Er sagt, das ist ein spannender Vers im Römer 11, 16, wo wir etwas wie fast zwischen den Zeilen entdecken können. Wenn aber das Erstlingsbrot, oder wörtlich heißt der Erstling, heilig ist, so auch der Teig. Also Gott sagt dazu, wenn ich den ersten Teil ihm weihe und er heilig, also für Gott ausgesondert ist, dann sagt er dazu, dann will ich alles heiligen. Dann soll alles ein segensreiches Geschenk werden für dich. Absolut spannend. Das dritte Statement, was da drin steckt, ist, ich sage damit, ich hänge mein Herz nicht am Besitz, am Wohlstand, am Geld auf, sondern ich will es bei dir, Jesus, aufhängen. Es ist nicht das Geld, das mich glücklich machen soll, sondern du, Jesus. Bei dir finde ich Glück, bei dir finde ich Freude, bei dir finde ich Frieden. Und das ist genau das, was auch passiert. Ich gehe nochmal zurück zu dieser Maleachi-Stelle, die sehr bekannt ist zu diesem Thema. Dort heißt es ein bisschen später, und alle Nationen werdet euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Also mein Statement ist, ich suche mein Glück nicht bei mir in meinem Portemonnaie, in den Finanzen, sondern ich sage, ich hänge mein Herz bei dir auf, Gott. Ich hänge es ganz dahin. Und Gott sagt, hey, sogar die Leute herum werden merken, dass Gott Wohlgefallen über dir hat. Das so ein paar Statements. Also wenn ich darüber nachdenke, die Erstlinge Gott zu weihen oder dieses Prinzip des Zehnten zu leben, dann geht es nicht darum, dass Gott mein Portemonnaie braucht. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel herumläuft und merkt, oh, diese Straße aus Gold, jetzt ist mir das Gold ausgegangen. Ah, die Menschen, die haben doch noch Gold im Portemonnaie. Gebt mir bitte diese Zehnten, dann kann ich diese Straße, keine Ahnung. Um das geht es Gott nicht, oder? Gott hat unser Geld nicht nötig, aber unser Herz. Und ich will euch ermutigen, dass ihr auch hier sagt, wie kann ich von dem, was Gott mir gibt, meine Erstlinge Gott weihen, Gott zurückgeben, für Gott heilig machen. Ich habe im Handout ein paar weitere Fragen dazu auch. Was bedeutet das? Müssen das genau 10% sein?
Oder was sagt das Neue Testament dazu? Das ist ja ganz spannend. Übrigens, ihr müsst euch jetzt kurz festhalten, die frühe Kirche, die war der Meinung, dass wir als Christen ja nicht unter dem Gesetz sind. Gerade auch was diesen Zehnten betrifft. Die waren eigentlich der Meinung, ja, wenn sogar die Leute, die unter dem Gesetz waren, 10% gegeben haben, wie großzügig sollten dann wir sein, die unter der Gnade sind? Das war die Meinung der frühen Kirche. Ein paar Dinge aus dem Neuen Testament, auch im Handout. Wie könnte das ganz praktisch aussehen? Was bedeutet das, dass Gott sich dann zu mir stellt und dass er mir Wohlgefallen gibt, dass er mich segnen will? Bedeutet das ja, wenn ich 100 Franken gebe, dass ich dann plötzlich eine Kuvert im Briefkasten habe mit 200 Franken? Ich glaube nicht, weil genau das will Gott ja nicht, dass wir etwas geben, um dann wieder noch mehr zu bekommen, sondern er will unser Herzen haben. Das könnte sogar bedeuten, dass Gott sagt, es ist gut, wenn du ein bisschen weniger Besitz hast, weil dann verlässt du dich ein bisschen mehr auf mich. Könnte durchaus bedeuten. Aber es bedeutet auch, dass ich mich auf Gott verlassen kann und er sorgt für mich. Er gibt alles, was wir brauchen. Also dieser Gedanke, das Erste gehört dem Herrn und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume und so weiter, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Es ist für ihn bestimmt. Es ist für ihn auserwählt. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, am Schluss vom Monat schaue ich, was übrig bleibt. Aber das Prinzip von Gott ist, dass ich zuerst schaue, was gehört Gott. Und dann gibt er mir den Segen für alles andere dazu. Das zweite Schatzdrückli, das ich hier dazu habe, ist verantwortungsvolle Verwalterschaft. Die Bibel zeigt uns an ganz verschiedenen Stellen, dass es wichtig ist, dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was Gott uns gibt, weil er uns das gibt, auch weil wir das zum Leben brauchen. Das bedeutet zuerst, am Beispiel von Paulus zum Beispiel, erkennen wir das gut, dass wir für unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen, dass wir so gut es geht nicht auf dem Portemonnaie vom anderen sitzen. Das bedeutet verantwortungsvolle Verwalterschaft. Das Zweite, dass wir keine Schulden eingehen, die uns in schlechte Abhängigkeiten führen. Im Sprüch 22,7 heißt es, der Reiche herrscht über die Armen und Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Aber Gott will nicht, dass wir Sklaven sind, sondern dass wir frei sind. Das Dritte ist, dass wir uns immer wieder prüfen, welches genug ist genug. Das kann auch ganz unterschiedlich sein. Aber manchmal denken wir, ja, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das auch noch. Und wenn ich das auch noch habe, dann bin ich etwas glücklicher und so weiter. Das ist ein Gedanke, der kommt uns sehr schnell. Ja, wenn ich etwas mehr Geld habe, dann können wir endlich mal genau diese Ferien machen, die ich mir immer gewünscht hätte. Und dann, das wäre wunderbar, dann wäre ich vielleicht etwas, das wäre besser, oder? Dann wäre ich zufrieden, etwas glücklicher. So Gedanken, die kommen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder prüfen, welches genug ist genug. Oder? Wenn wir als Verwalter unseren Chef fragen, was reicht und was muss nicht sein. Und das Vierte, mit Weitsicht, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die jedes Mal, wenn die Steuerrechnung kommt, ein Wunder vom Himmel braucht und sagst, Gott, ich vertraue jetzt auf dich, du musst es richten. Und vielleicht sagt dir Gott dann einmal, ja bitte lerne jetzt endlich etwas draus und lege etwas zurück. Auch dazu im Handout noch ein paar weitere Angaben, wenn du das vertiefen willst. Der dritte Punkt, der hier dazu kommt, ist, ja, bei einigen, ihr denkt jetzt vielleicht, ja, dann bleibt ja ganz viel Geld übrig. Wie gehe ich dann damit um? Klug mit Geld. Die Bibel sagt, wir sollen großzügige Himmelinvestments anlegen. Ihr merkt ja, wir sehen in unserer aktuellen Situation, auch hier in der Schweiz mit unseren Banken und so weiter, irdische Investments, die sind sehr unsicher. Aber himmlische Investments, die sind sehr sicher. Und dazu sagt Gott einiges. Er sagt, seid doch so großzügig. Gebt Geld weiter und investiert es in den Himmel, denn dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Ich habe mir gedacht, wenn mein Schatz in irgendwelchen Aktienkursen ist, die plötzlich kleiner werden, wird dann auch mein Herz irgendwie kleiner. Das müssen wir weiter überlegen. Auf jeden Fall, die Bibel sagt auch hier ein paar Dinge dazu. Zum Beispiel ist Geben immer gut. Ich würde sagen, geben ist nicht immer gut. Vielleicht gibt es irgendeine arme Person, die bettelt, aber wenn du ihr gibst, hast du damit irgendeine Mafia unterstützt von irgendeinem Land oder so. Also geben ist nicht immer gut, aber Gehorsam ist immer gut. Also an diesem Punkt wäre mein Statement zu sagen, gut, ich bin Verwalter, ich frage den Chef. Chef, was denkst du dazu? Wie würdest du dieses Geld investieren?
Was hast du für eine Idee? Das Zweite, wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also wenn du großzügig sein willst und zum Beispiel plötzlich legt ja Gott aufs Herzen, jemandem einen Geldbetrag zu geben, dann mach das anonym, weil dann wird diese Person das bekommen und wird Gott im Himmel preisen für dieses wunderbare Geschenk. Aber wenn du es ihm in die Hand drückst, dann denkt er, oh, was erwartet jetzt der von mir? Es gibt vielleicht eher komische Gefühle, aber Gott soll groß werden. Interessant auch diese Bibelstelle im 2. Korinther 9, 6-9. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Das können die Landwirte unter uns bestätigen. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also mit anderen Worten, wenn du jetzt denkst, oh nein, ich muss mein Geld geben oder so, dann behalt's lieber. Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Aber auch eine Ermutigung, sehr großzügig, dann wirst du großzügig ernten. Und wenn Gott eine Ernte gibt, dann bedeutet es nicht, das Portemonnaie wird voller und wenn du stirbst, hast du eh nichts mehr davon, sondern bedeutet es gibt himmlische Schätze, die in Ewigkeit bleiben. Gott aber vermag auch jede Gnade überreichlich zu geben. Wir merken himmlische Güter, damit ihr in allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Was ich euch zu diesem dritten Punkt mitgeben will, die Welt sagt uns, wir geben etwas weiter, weil wir haben ja so viel, dann können wir von unserem Überfluss oder so vielleicht noch irgendetwas abzweigen. Reich Gottes Denken ist umgekehrt. Wir haben so viel, um zu geben. Ich möchte zum Schluss dich ermutigen, diese Zusammenfassung anzuschauen und dir zu überlegen, wo ist dein Punkt? Wo steckst du vielleicht fest? Wo möchte Jesus heute mit dir reden? Wo möchte er dein Herz berühren? Vielleicht ist es bei der untersten Schicht, Verwalter. Ich bin nicht Besitzer, ich bin Verwalter. Könnte es dein Gebet werden, dass du sagst, Jesus, ich will lernen, was es bedeutet, Verwalter zu sein. Mit meinem ganzen Besitz. Und nicht sagen, es gehört mir, sondern zu sagen, es gehört dir. Jesus, ändere mein Denken in diesem Bereich. Vielleicht steckst du auch bei diesen Erstlingen Gottweihen fest und sagst, eigentlich weihe ich Gott einfach, dass er zum Schluss übrig bleibt, wenn überhaupt, oder so, wie es gerade spontan meinen Gefühlen entspricht oder so. Dann möchte ich dich ermutigen zu überlegen, was könnte es bedeuten, bewusst den ersten Teil Gott zu geben und zu sagen, es ist mein Statement. Ich trachte zuerst nach deinem Reich. Ich will mich nicht sorgen, ich will, dass du für mich sorgst. Und ich will damit sagen, Jesus, dass mein Herz bei dir ist und nicht beim Geld. Vielleicht steckst du auch beim zweiten Punkt fest und merkst, ja, dass du manchmal nicht so verantwortungsvoll mit dem umgehst, was Gott dir anvertraut. Und vielleicht wäre es dran, dort einen Schritt vorwärts zu gehen. Vielleicht steckst du auch beim dritten fest und sagst, ja, ich bin eigentlich sehr ein geiziger Typ oder ein bisschen großzügig oder zu wenig, keine Ahnung. Aber du merkst, dass es sich lohnen könnte, mehr Himmelinvestments anzulegen als irdische Investments. Ich möchte dich ermutigen, das zu überlegen und Jesus zu fragen, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, das kenne ich alles, ich bin da super gut unterwegs. Dann habe ich einen extra Challenge, einen extra Wochen Next Step für dich oder eine Art, ein Monats Next Step ist es. Wenn du sagst, ja, das hat mich jetzt nicht so herausgefordert, dann möchte ich dich ermutigen, mal einen Monat lang zu sagen, gut, Verwalter, der Erstling gehört Gott. Ich frage mich, welches genug ist genug? Und alles, was darüber hinausgeht, zu sagen, alles investiere ich mal einen Monat lang ins Reich von Gott. Das wäre so ein super Next Step, dass du sagst, gut, was ist genug? Und dann schaust du am Schluss in einem Monat wieder, was ist alles noch vorig auf dem Konto und investierst das alles ins Reich von Gott. Das könnte für einige ein recht großer Next Step sein, aber vielleicht auch ein sehr wohltuender. Vielleicht ist das dran für dich. Also wenn du eine Herausforderung brauchst, dann nimm diese an. Dann nimm diese an. Ein möglicher Wochen Next Step.
Wir wollen zusammen beten. Jesus, das ist ein großes Thema, Geld, weil für uns ist es etwas Großes, es bedeutet viel in unserer Gesellschaft. Für dich gehört es zum Geringen. Für dich ist unser Herz etwas Großes. Und was Ewigkeitswert hat, ist etwas Großes und Wichtiges. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unser Denken änderst. Dass wir deine Werte übernehmen dürfen. Dass für uns nicht der irdische Besitz diesen hohen Stellenwert hat, der uns manchmal gesagt wird in der Gesellschaft, sondern dass du, Jesus, unser erster Stellenwert hast. Jesus, ich will dich bitten, dass wir uns freuen dürfen an dem, was du uns alles anvertraust. Dass wir es dankbar annehmen dürfen und genießen dürfen. Ich will dich bitten, Jesus, dass du uns Freude schenkst, die Erstlinge dir zu weihen. Ich will dich bitten, Jesus, dass du uns Weisheit gibst, verantwortungsvoll Verwalter zu sein. Und ich bitte dich, Jesus, auch, dass wir großzügig sein dürfen. Dass wir Geber sein dürfen. Dass wir in dem dir immer ähnlicher werden dürfen. Du bist so ein großzügiger Gott, du hast uns so reich beschenkt mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, die wir nicht verdient haben. Mit deinem eigenen Leben in Jesus. Wir wollen von dir lernen, was es bedeutet, großzügig zu sein, Geber zu sein. Und wir wollen dir Danke sagen, ja, dass wir damit unser Herz bei dir einhängen können. Und dass wir damit unsere Investments in Himmel, in Ewigem machen können, nicht im Vergänglichen. Danke, Jesus, für alles, was du uns anvertraust. Es gehört dir. Amen. Wir haben eine Zeit des Lobpreises. Ich möchte dich auch einladen für unsere Ministry Time. 2 Leute sind bereit, für dich zu beten. Du darfst mit einem Anliegen, das du hast, zu ihnen gehen. Sie beten gerne dafür. Du darfst auch einfach gehen, wenn du ein Segensgebet willst oder etwas anderes auf dem Herzen hast. Nutze die Zeit der nächsten 3 Lieder, um Gott dein Herz hinzuwenden und auch Gebet in Anspruch zu nehmen, wenn du das möchtest.